Hey zusammen, mein Name ist Flavia und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fiasco Famoso. Nicht wie erwartet, Nummer 50. Und Jenny ist auch noch nicht da gerade in der Leitung, weil ich mache jetzt gerade da ein Memo alleine. Jenny kommt nach meiner Memo. Das Ding ist, dass das leider nicht geklappt hat mit der Aufnahme, also für die Folge 50. Weil der Jenny ihr Internet hat gedacht, wir funktionieren mal nicht an dem Tag, wo wir aufnehmen wollten. Genau die Zeitspanne. Und ja, hat einfach keinen Bock gehabt. Und darum haben wir dann nicht connecten. Nein, irgendwie haben die so ein Update gehabt beim WLAN, keine Ahnung. Und dann ist es nicht gegangen und sie ist jetzt noch in Finnland und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen jetzt nicht etwas anzwingen, weil dann sind wir auch nicht wirklich entspannt und im Flow. Aber wir wollten euch trotzdem etwas in die Woche mitgeben. Und darum erzählen wir einfach unabhängig voneinander unsere Shit und Shines oder Shit oder Shines. Genau. Yes, ich glaube, ich habe das gut erklärt, oder Jenny? Hoffe ich, gut. Weil dann gehen wir gerade rein. Also, eigentlich erzähle ich einen Schein. Aber ich muss trotzdem ganz kurz den Shit erzählen. Und für alle, die Spinnen nicht so gerne haben, keine Angst, ich werde jetzt nicht detailliert ausführen, dass ihr abstellen müsst. Weil ich will natürlich, dass ihr die Folge bis zum Schluss hört. Aber es war so, dass ich am Zimmer aufräumen war. Ich habe glaube auch einen Podcast gehört mit Kopfhörer und so voll am Aufräumen und nachher juckt es mich so hinten links an der Schulter. Und ich habe halt gemeint, das sei so ein Haar, weißt, das so runtergeflogen ist und dann auch hängen geblieben ist. Und dann drülle ich mich so, ich will euch vorstellen, aber ihr schaut so auf die linke Schulter hinten und ich sehe einfach so einen schwarzen Fleck. Ja, ich führe jetzt nicht mehr aus. Ihr wisst, was es ist. Eine Spinnenwes. Meine Brille, die ich in der Hand hatte, gerade dort, ich habe Sonnenbrillen sortiert, die ist durchs Zimmer geflogen. Sie lebt noch zum Glück. Die Spinne übrigens lebt auch noch. Ja, ich habe sie weggekrabbelt. Ich habe nachher 2 fette rote Krabbel von meinen Nägeln, weil ich so fest die weggekratzt habe. Ja, sie ist dann am Boden gelegen und ich habe sie dann in ein Glas da. Und ja, meine Frage ist einfach, who the fuck, nein. How the fuck ist die auf meine Schulter gekommen? Die ist ja hoffentlich wohl nicht den ganzen Körper drauf gekresselt. Aber das ist ja eine mega platzierte Landung, wenn sie einfach von der Decke auf meine Schulter gegangen ist. Und ich habe ja das... Egal. Leute, ich führe es nicht mehr aus, weil ich habe es auf Insta schon gehabt und dann haben die einen auch schon gesagt, Alter, hättest du einen Trigger schreiben. Sie haben fast das Handy weggerührt, als sie die Story gesehen haben. Naja, aber du, seit ich allein wohne und nicht mehr bei meinen Eltern, weil früher meine Eltern immer die Spinnen rausgetan, habe ich das halt jetzt halt müssen lernen, das alleine zu handeln. Ich weiss nicht, ja, wie man das besser handeln kann, wenn eine auf der Schulter landet. Nevermind, ich lasse jetzt, es schüttelt mich jetzt schon wieder. Aber jetzt komme ich mal schnell zu meinem Schein. Und zwar, ich habe diese Woche gemerkt, dass ich langsam, aber wie sagt man da? So langsam aber einen Umkreis auch in Zürich habe. Also ich wohne jetzt seit 2 Jahren hier und irgendwie, klar, die WG habe ich vorher noch nicht gekannt, die sind auch meine Freundinnen geworden und sonst meine Friends von vorher sind halt ein bisschen verstreut da in der Schweiz, jetzt nicht, alle, nicht viele in Zürich. Aber ich habe das irgendwie letztes Mal so gemerkt, dass ich Optionen hätte, zum spontan an jemandem zu schreiben, der hier in der Stadt lebt. Und das habe ich vorher, das ist jetzt erst so in den letzten Monaten dazugekommen. Also die Paare, die ich meine, die habe ich beim Arbeiten kennengelernt. Nicht direkt an dem Ort, wo ich jetzt arbeite, oder ich arbeite mit denen nicht eng zusammen. Quasi, dass man gerade nach dem Arbeiten irgendwie noch etwas trinken, das nicht. Es sind eher solche, die vielleicht mal vorher bei der Stelle, wo ich vorher gearbeitet habe, mit in Kontakt geblieben ist oder so. Und ja, mein Schein ist einfach zum Wissen so, ich könnte schon mal spontan diesen Paaren schreiben, wenn ich jetzt irgendwie Lust hätte, am Abend etwas zu machen. Und wir wären so nahe beieinander. Und das macht irgendwie das Gefühl von die Heime sein noch mal stärker. Anstatt
Warte, jetzt muss ich schauen, ob mir noch läuft. Ja, Halleluja. Ja, anstatt eben bei den anderen Friends, die halt nicht da in der Umgebung wohnen, dann ist es immer so ein Planen. Und irgendwie erfüllt mich das mit Freude, zum Wissen, so, ich habe langsam meinen Kreis da in Zürich auch. Ja, genau. Ich habe nämlich am Freitag, oder wenn? Irgendwie am Freitag hatte ich 2 Optionen gehabt, nur spontan irgendwie zum Joinen. Also ich bin dann zu keiner Option gegangen, ich bin dann heim und habe eine Serie selber geschaut, weil ich einfach keine Lust hatte, irgendwie noch rauszugehen. Aber die Option haben ist auch schön. Ja, ich glaube, das wär's schon. Alter. Ich rede jetzt schon 6 Minuten, aber es ist trotzdem komisch, so alleine zu reden. Ja, zum Abschluss kann ich noch sagen, ich habe mir ein Nasstüchli, also ein Stoffnasstüchli, ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen. Wie finden wir das? Ich finde es super. Erstens, es ist nachhaltig, es tut an der Nase nicht so weh, wenn man viel niest und schnitzt, weil ich Heuschnupfen habe. Aber in der Öffentlichkeit habe ich noch nicht getraut, das aus meiner Tasche zu nehmen. Das mache ich nur daheim in meinem gewohnten Umfeld. Weil ich glaube, wenn man im Zug einfach so ein Nasstüchli, wirklich ein Tüchli, nicht ein Papiernasstüchli, rausnimmt, ich glaube, mir wird komisch angeschaut. Ja. Naja, das noch ein Gedankenanstoß zum Schluss. Und ich leite jetzt über zu der Jenny ihrer Memo und bin gespannt, was sie euch zu erzählen hat. Und ich freue mich dann wieder, ich kann das Datum noch nicht sagen, wenn die neue Folge rauskommt, aber Jenny macht dann schon einen guten Abschluss. Also, ich leite jetzt über zu der Jenny. Habt's gut. Tschüssi! Ich knüpfe jetzt gerade als Update von der Flavia an. Genau, sie hat ja schon bestens erklärt, warum das diese Woche das leider nicht geklappt hat. Aber wir haben gefunden, es ist eine gute Idee. Filme ich überhaupt? Ah ja gut, ich filme, ja. Man denkt, es ist eine gute Idee, wenn wir euch vielleicht so auf die Art und Weise eine kurze Mini-Folge aufladen. Ja, wer das Video schaut, sieht, dass ich mich da gerade in einer Gondel befinde. Und zwar bin ich gerade in Köln, in der Stadt. Und muss ein paar Stunden überbrücken, bis mein Zug zurück auf Amsti fährt. Und jedes Mal, wenn ich ein paar Stunden in Köln muss totschlagen, komme ich da an. Shoutout, der Buchladen. Es ist wie so ein Einkaufszentrum, ein mehrstöckiges Nein, eigentlich ist es ein mehrstöckiger Buchladen. Es hat so Spiele und so. Und es heisst Thalia. Und im obersten Stock, wo ich jetzt auch gerade meinen Laptop und meinen Koffer und meine Handtaschen alles unbeaufsichtigt liegen lassen habe für euch. Ja, im obersten Stock habe ich mir dort jetzt ein Plätzchen im Kaffee besetzt, geholt. Und eben da in diesem Laden verteilt hat es die Gondel, wo man so anhocken und Bücher lesen oder eben meine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, also ich bin da gerade sehr exposed. Ich hoffe, ich filme nicht allzu viele andere Leute und lasse mich nicht zu fest von ihnen ablenken. Anyway, wenn ihr seht, wenn ihr das Video schaut, habe ich Bad Bunny Merch an. Und das ist auch schon einer von meinen 2 Shines. Gestern waren wir nämlich in Düsseldorf am Bad Bunny Konzert und es war einfach so toll. Und ich bin low-key sad, dass es jetzt schon vorbei ist, weil in dieser Gruppe haben wir die Tickets vor über einem Jahr gekauft. Wir haben im Mai 25 Tickets gekauft für im Juni 26. Und jetzt haben wir uns so lange darauf freuen. Und die Vorfreude ist auch immer mehr gestiegen, weil es halt immer näher gekommen ist. Und jetzt ist es einfach vorbei. Ich finde, manchmal kriegt wie so ein bisschen eine Post-Depression, Post-Concert-Depression oder einfach so Post-Endorphin-Depression, wenn man sich so lange auf etwas freut und das dann plötzlich vorbei ist. So, ich finde, so, das kriegt manchmal auch so bei Ferien oder ich glaube, das kriegt auch, wenn man heiratet, oder? So, da freut man sich so oder mehrere Jahre auf so einen Tag und wenn der dann vorbei ist, dann ist wie so, hä, was ist jetzt? Also ich habe schon andere Sachen, auf die ich mich jetzt freue. Aber es ist einfach, man wird wie so nostalgisch, ich weiß auch nicht. Aber ja, gestern am Konzert, ich war so happy gewesen. Es hat mich mega berührt. Natürlich habe ich auch 1-2 Mal ein paar Tränen verdrückt, einfach weil mich berühren so Lebensgeschichten. Und der Benito war auch ein kleiner puerto-ricanischer Bub oder in ihm drin ist er auch immer noch. Und ich finde es einfach so schön, wie er gerade im Moment so die Welt bewegt. Und auch Leute so ein bisschen united, wisst ihr? So wie Fußball Menschen zusammenbringt, bringt er auch Menschen zusammen. Also den Vergleich habe ich jetzt gerade nur gezogen, weil ich im Moment auch so im WM-Fieber bin. Die mir auf Insta folgen, haben das sicher schon mitbekommen. Aber ja, ich habe einfach das gestern so toll gefunden und alle haben auf Spanisch gesungen und er hat gesagt, wir alle haben ein kleines Stück
was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir alle sind ein bisschen Puerto Ricaner, wenn ihr die Musik toll findet und so. Und einfach, keine Ahnung, ich habe mir so vorgenommen, für jetzt und meine weitere Zukunft auch ein bisschen mich mehr mit meinen Latino-Wurzeln zu verbinden. Oder einfach so ein bisschen mich mehr in meine Latina-Seite. Ich weiß nicht, was ein gutes Wort dafür ist, um das zu beschreiben, aber so nicht wieder zu entdecken. Oder so ein bisschen mehr das auch zu ownen. Weil ich glaube, ich bin schon sehr schweizerisch aufgewachsen, kulturtechnisch und so, aber es gibt doch ein paar Sachen in der kann ich reden? Ein paar Sachen in der Latino-Kultur, die ich sehr fest liebe und schätze, aber halt, die lebe ich jetzt nicht so irgendwie. Und weiß auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall tut der Bad Bunny halt auch so ein bisschen dazu beitragen, dass ich irgendwie mich mehr zu meinen Roots connected fühle und das bedeutet mir halt mega etwas. Ja. So viel zu dem. Darum ist das ein Highlight. Jetzt muss ich ganz schnell das Handy umkehren, um zu schauen, wie lange ich schon filme. 4 Minuten, okay, das geht noch. Dann heisst das, dass ich ja noch von etwas anderem erzählen kann. Und zwar bin ich vor dem Benito-Konzert in Finnland gewesen, weil eine Kollegin aus dem Studium, eine gute Freundin von mir in Amsti, sie hat mich eingeladen zu ihrem Midsummer Fest, das heisst auf Finnisch Juhannus. Und genau, sie ist aus Finnland und sie feiert jedes Jahr, feiert sie dort den längsten Tag vom Jahr, eben immer am 3. Wochenende im Juni. Und dann hat sie mich eingeladen, schon vor Monaten, und ich habe mich auch auf das mega fest gefreut. Und ich muss euch vorstellen, basically bin ich vor dem Benito-Konzert in Köln, wo jetzt auch irgendwie 35 Grad sind, bin ich in Finnland gewesen, in der tiefsten Tiefe von Finnland, in einem Wald, ohne Netz, ohne fließendes Wasser, mit Gummistiefeln den ganzen Tag, und wir haben einfach irgendwie 16, nein mehr, wir haben irgendwie 20 von 24 Stunden einfach draußen an der frischen Luft verbracht, im Wald, am See. Und es war einfach so toll gewesen. Wir haben den ganzen Tag für alle 20 Leute gekocht, wir haben rund ums Haus geholfen, wir haben ein WC-Hütchen mit Mold Wash gewaschen, wir haben die Sauna geputzt, irgendwie Bäume gefällt. Es haben ganz viele Sachen müssen gemacht werden dort rundherum, weil ihre Familie und sie halt das Waldstück besitzen mit diesen Häusern, Holzhütchen, so ganz alte Holzhütchen. Und es war einfach so, 3 Tage campen bei 12 Grad. Und ich habe mich gefühlt wie Pippi Langstrumpf mit meinen Zöpfen und meiner Outdoor-Kleidung. Und es war richtig toll gewesen. Und der krönende Abschluss von dem war eben, dass wir dann einmal so um 2:30 am Morgen bei Tageslicht in die Sauna sind. Und eben bei Tageslicht, weil oh mein Gott, sorry, ich habe gerade so Schwierigkeiten, weil es sind so viele Leute auf der Rollstege und ich schaue mich jetzt alle an. Anyway, ich muss mich konzentrieren. Es ist ein bisschen schwierig, mich zu konzentrieren, weil ich habe auch so wenig geschlafen in letzter Zeit. In Finnland eben ist 24 Stunden hell im Moment und in dieser Holzhütte hat es keine Vorhänge, keine Rollläden, nichts. Ich habe irgendwie bei vollem Tageslicht versuchen zu schlafen und es ist nicht gegangen. Anyway, was ich erzählen wollte, ist, wir sind dann so um 2:30 am Abend, am letzten Abend, zu 8 in die Sauna. Von dieser ganzen grossen Gruppe sind wir dann zu 8 in die Sauna, Männer und Frauen gemischt. Und für sie, also wo sie gesagt haben, was wollen wir machen, wollen wir noch in die Sauna und dann nachher ins Bett? Ich so, ja, voll machen wir das. Bin ich so gefragt worden, hast du ein Problem damit, vor anderen nackt zu sein? Und ich so, nein. Weil sie sind eben alle befreundet, nicht verwandt, sondern befreundet. Und für sie ist das so selbstverständlich, sich voreinander nackt zu sehen. Frauen, Männer, alle Geschlechter gemischt. Und für mich war es nicht komisch, weil ich kenne die alle nicht. Und so, wenn ich in ein Spa gehe, bin ich auch nackt und kenne die anderen Menschen nicht. Aber ich habe mich gefragt, ist es also ich habe ja gemerkt, dass es für sie unter ihren Friends auch nicht komisch ist, sich nackt zu zeigen. Aber ich habe das irgendwie bewundert, weil ich habe mich dann gefragt, oder ich also gedacht, bei mir in meiner Freundesgruppe ich glaube nicht, dass wir Männer und Frauen gemischt nackt würden in die Sauna. Obwohl es gibt doch eigentlich nichts Normaleres als ein nackter Mensch. Also das ist ja nichts, was wir alle noch nicht schon gesehen hätten. Nichts, was wir noch nie gesehen hätten. Und es wird ja wie nicht mehr normaler als ein nackter Mensch. Ja. Habe ich irgendwie toll gefunden, dass das für sie so selbstverständlich ist. Weil wir sind dann einfach so zu 8 in dieser Sauna gewesen, und nachher sind wir alle noch in den See baden und voreinander nackt gewesen, und der eine ist noch nackt mit den Crocs auf einem Sub. Und dann sind wir einfach so bis um 3 am Morgen bei vollem Tageslicht so am Baden gewesen, nackt am Skinny-Dippen im finnischen See am Waldrand. Das ist für mich so eine Core-Memory gewesen. Und ich habe mir so gedacht,
Ich fühle mich wie in einem Film. Ich habe mich gefühlt wie in einem Film. So. Also in einem Film wäre so das der Moment gewesen, wo nachher der Plot-Twist passiert. Irgendwie, keine Ahnung. Jemand umgebracht wird im Wald und nachher ist die Frage, wer von allen hat jemand anderes umgebracht. Nein, keine Ahnung. Ui, jetzt ist da gerade das Licht ausgegangen in dieser Gondel. Ja, vielleicht ist das mein Zeichen. Ich nehme jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen sehr lang auf. Aber das sind meine beiden Shines der Woche. Benito und Skinny Dippen mit fremden Friends. / nicht mehr fremd. Aber ja, in Finnland. Und ja, ich hoffe, ihr habt heute einen ganz tollen Wochenstart gehabt und könnt das hören, bis die neue Folge online ist. Und ja, an dieser Stelle schicke ich euch ganz liebe Grüße aus Köln/Amsterdam und danke mal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.